Ein ganz Party Leute war bestimmt von ihr Ende des letzten Monats auf einer von den bekannten Kavalkaden heute zu Lützeburg. Mir gibt noch einen Platz am Land, wo ihr gemeint hat, dass wir noch vor sind. Wir heute gehen wir viel mehr wie nicht mehr verkleiden. Und das war heute zu Täting an der Schungfabrik. Ob Trooper von der 501 Legion, The Predator oder auch noch Harry Potter. Heute war für all Science-Fiction und Fantasy-Fanapps dabei, weil heute auf der erste Lützeburg LuxCon organisiert. LuxCon ist ein Fantastikfestival, ein Festival de l'Imaginaire, wo es sich darum geht, für alles zu feiern, was Science-Fiction, was Fantasy und was Horror ist. Hier haben Filme, Spieler, Comics, wie ein bisschen von allem. Wenn ich zurückgucke auf die Fondation von unserem Verein, da steht 1995, dass ein von den Zielen die Realisation von einer Convention schon drauf war. Letztes Jahr ist die Sache ein bisschen mehr konkret gehen, weil wir einfach eine flotte Equipe haben, eine gute Equipe haben und wir etwas ein bisschen mehr Großes organisiert hatten rund um Brettspieler. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das nächste ein bisschen mehr groß und du hast an Zeit von einem Monat, 5 Wochen, also es ist viel mehr Großes draus gehen, weil eben heute eben LuxCon ist. Es war schon impressionant, wie Diversität heute geboren gouf. Et kann die selber Brett- oder Rollenspieler ausprobieren, sich an engem von vielen Workshops ummelden oder auch nach Klingonisch lehren. Es waren auch ein ganz Party national und international Invitées do, für über hier Arbeit zu schwätzen. Den nächsten Tag haben schon mehr Leute wie an der Schungfabrik gefunden, wie sich der Gerard Krause erhofft hat. Also der Succès ist schon relativ groß. Wir haben am Anfang gedacht, so, wir probieren es, mal gucken, vielleicht kommen ja ein paar Leute. Ich meine, heute sind schon relativ viele Leute hier und das noch den ganzen Tag. Also ich meine, wir werden eine zweite Edition machen. An dem heutigen Format ist das ja die erste Convention, die so zu Lützeburg gemäht ist. Wie ist das bislang an der großen Region rund um Lützeburg dann angekommen? Also wir haben direkt von Anfang an so gesagt, wenn wir etwas machen, dann machen wir doch für die grosse Region, weil wenn wir allein für Lützeburg machen, du hast die Population, die wir ausschwätzen, noch nicht so groß. Dafür sind wir direkt durch die grosse Region gegangen und du hast den Eco auch relativ stark gekommen. Da sind noch viele Leute heute, die aus Deutschland, aus Frankreich und aus der Belgien raufgekommen sind. Die Diskussionen, die bislang gelaufen sind, haben alle müssen auf Englisch gehalten gehen. Weil immer ein Mix vom Publikum da war, die dann einfach alle gut Englisch verstanden und dann kein Mensch Lützeburg verstanden. Ein von den nationalen Invitées ist der Julian Becker. Hier schafft er am Land an der Publizität und hat seinen ersten Kurzfilm realisiert. Es handelt sich um einen fantastischen Film, der noch direkt hier und am Ausland großen Success hat. Wo man beim Gérard Mer Festival selektioniert gesehen, da war ich wirklich immens froh, weil das Festival ist, wo ich hingegangen bin als Visiteur. Das heißt, ich habe immer gedreht, ich könnte ein bisschen mitgehen. Wir haben noch ein paar andere Festivals gemacht. Ein anderes Highlight war, wo wir in Südkorea gegangen sind, für den Film zu weisen, wo wir auch invitiert sind, für dahin zu gehen. Das war immer eine super Experience, weil ich durch andere Realisateure kennenlernen dann schwätzen zu, wie sie gemacht und wie viele Filme, wie. Voilà, das ist eine immense Experience. Es geht um einen Employé, den Oves auf seiner Schaft erwäscht. Nachdem sie probiert heimzugehen, fällt ziemlich sehr auf, dass nicht alles so ist, wie es soll sein. Mit dieser interessanten Geschichte hat Julien auch im Nationalen Filmpreis den Preis für den besten Kurzfilm gewonnen. Der Filmpreis ist natürlich auch ein Eier, weil Techniker, die hier am Land am Kinobereich arbeiten, weil die für den Film also aufgestimmt haben. Das ist für mich wirklich immens gratifikant. Also ich war wirklich immens froh darüber. Und ich hoffe, dass das 12 Jahre für weiterzumachen. Ich hoffe. Vor dem also auf, was mehr von diesem jungen Artisten werden gesehen. Der Roman Roll war heute zu Lützeburg bekannt für das Organisieren vom Cinenigma, ein grosses Festival de Film Fantastique. Das Festival wird leider nicht mehr organisiert, was aber nicht heißt, dass der Roman nichts zu tun hat. Ich bekümmere mich der European Fantastic Film Festival Federation. Das ist eine Organisation, eine europäische Organisation, wo man europäische Filmfestivalen aber auch nicht europäische Filmfestivalen dabei haben,
wo man e ganze Projekt a B-Brett fir de besten europäesche fantastische Film ze priméieren mat engem Melias d'Or. Wéi seit an Lützeburg beim Film Fantastik aus? An der Aner mat mé fir a kurzer Zeit, Beispiel vum Julia Becker am Kurzfilm 2022. Wéi ass insgesamt Rezeptionun als Lützeburg vun? Ja, ich mengen Rezeption ass ganz gut gewircht fir de Film, weil nur den Lützeburger Filmpreis krit fir de beste Kurmetrage aus der 10 raus, aus der Film 10 raus, as se vertéiert ginne schmengen dat fëlt jo awer besechen an es ging so, dats den Film Fantastik den während etliche Joren vielleicht ein bisschen am Verruf war, haut es das Film wie salonfähig Jazz an schmengen mam Julien segem Film, das den allerbeste Beweis, dass es salonfähig Jazz. Ein Akt, der viele besicht war, als der von den Computerspieler. Heute kann man mit Konsole spielen, die meisten von euch schon bald nicht mehr kennen. Bei NES, Sega Mega Drive oder auch noch ein Street Fighter als Arcade. Das sorgt natürlich für einen großen Nostalgie-Effekt. Ich vermisse aber noch die Aalspieler, die so einfach gestaltet sind. Ich meine, wenn die erste Mal hat gesagt von einem Nintendo, vom NES, du hast nicht mehr wirklich wenig knapperscher sprangen, schießen und guckt, dass der überlebt und sagt, es ist gehalten. Aber bei der neuen Generation hast du mehr knapperscher, du hast mehr Einleitungen, du hast gute Tutorials und alles. Weil die uns an denen alle Spieler gar nicht waren. LuxCon bietet also für alle gut etwas. Ich war wirklich auf genug Conventions, wo ich da Kind zuhören. Dass heute findest du auch Sachen, weil es bei einer Convention sind und das war schon impressionant. Und ich habe wirklich gedacht, wow, du gibt wirklich einfach auch Sachen heute, was du auf einer Convention nicht gesehen hast. Und das ist wirklich gut. Den zweiten Tag von der LuxCon steht ganz am Zeichen vom Cosplay. Hier geht es darum, sich als Charakter aus einem Film, Computerspiel oder auch nach Anime zu verkleiden. Der Fantasie gehen hier keine Grenzen gesagt. Partizipanten haben dann auch hier größtenteils selber gemachte Kostüme gewiesen und die Bestköpfe prämiert. Vanessa und Tassi haben Rosalind und Robert Lutis aus dem Spiel Bioshock verkörpert. Von wie Spiel gespielt hun an die zwei Charaktere, die ich gesehen habe, weil hun mich direkt so ein bisschen verliebt an die zwei, wie ich gewohnt bin an der Geschichte, dass sie am Anfang mit Physik zu dienen und mit Wissenschaften, weil das auch ein Bereich ist, der mich ziemlich interessiert, sind ich eben motiviert, die Rosalind zu machen, weil ich aber einen Partnerbereich braucht und weil die zwei mal zusammen auftreten, und stand Tassi gefragt, ob man will machen. Vanessa Kessler hat mit seinem Personage, der Bubblehead Nurse aus dem Spiel Silent Hill, den ersten Preis gewonnen. Am Fangol, die Idee an sich für mich Cosplay, das ist einfach die Kreativität, Fantasie und noch der Charakter, den ich gerne hört. Sie wird der Spieler, Manga, Anime, so irgendwie die zum Leben zu bringen und die wirklich dann so rüberzubringen. Das sind sie liebig sind, ja. Den Indigenen als von den wenigen hauptberuflichen Zeichner von Lützeburg. Hier huet anders Mund Vernissage bei unserem LGE. Wer den Dor Worte wird, huet hier dem Gerson verroden. Ich wollte am Anfang so ein bisschen die ganz Panoplie von der Arbeitsweise, die nicht nur die Sachen, die die Leute wirklich stärker kennen, wie die letzte Ritter eben oder die längere Geschichte. Und ich bin seit 10 Jahren, wo ich beruflich zeichne, und habe ich schon nach Shiva ein bisschen gesehen, wirklich Sachen von, wo ich mir irgendwie wusste, dass sie gemäht hat. Ich war für mich flott, um zu entdecken. Und ich probiere wirklich dann für die Leute zu weisen, noch Sachen, die ich für Publizität gemäht habe, die ich für echt Teleskuren und Zeichnungen gemäht habe, wo die Leute davon nicht richtig gesehen haben. Mir auch für ein bisschen einen Abblick zu gehen an mein kreativen Schaffen von den letzten 10 Jahren. Grosses Succès also zu Täting an der Schungfabrik, und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.